So, zurück aus dem Urlaub und wir sind da stehen geblieben. Und zwar als schon, glaube ich. Gut, wo sind wir denn da? Aha, es gibt Felgen zum Anschauen. Dann werden wir erst einmal da anfangen. Eine Südstaatenflagge. Ich hasse Südstaatler. Gut. Das Foto von einer Farm und einem Pferd. Nicht ungewöhnlich für ein Diner auf dem Land. Ach so, wir sind auf dem Land. Ein Spucknapf. Ganz gute Metapher für den ganzen Laden hier. Eine Registrierkasse. Es ist keine gute Idee, für ein paar Kröten eine Ladung Schrot zu riskieren. Können wir denn mit den Typen reden? Was willst du, Fremder? Reden. Ist das deine Bude? Ja, und die Flinte in meiner Hand auch. Ich sehe, dass man hier herzlich willkommen geheißen wird. Mein Freund, hier kommen normalerweise nur Farmer und Trucker her. Du gefällst mir nicht. Und deine kleine Freundin und der Typ, der vor kurzem hier war, gefallen mir auch nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Das ist auch gut so. Wir halten hier nichts von Stadtmenschen. Ich muss los. Okay. Okay, bei dem werden wir wahrscheinlich nichts erreichen. Was haben wir da? Das ist die Küchentür. Wenn man bedenkt, wie sauber es in dem Rest von dem Laden ist, sollte ich die Tür wohl lieber zulassen. Whisky und Ginflaschen. Nicht gerade der beste Stoff auf dem Markt. Wenn ich einen Drink brauche, habe ich meinen Korn dabei. Gut. Wenn ich mir die Kabel so anschaue, denke ich, dass das eine elektrische Schalltafel ist. Wenn ich da zu nah rangehe, wird der hinterwäldlerische Besitzer nicht zögern, mich voll Blei zu pumpen. Es kann gut sein, weil der ist nicht gut zu sprechen auf uns. Das sind die Dokumente, die Smiley mir gebracht hat. Smiley? Die nehme ich lieber mit. John Ford? Dieser Idiot Smiley hat wohl für die gefälschten Papiere den erstbesten Namen genommen, der ihm in den Sinn gekommen ist. Ich hätte die lieber überprüfen sollen, bevor ich ihm das Geld gebe. Aber ich hätte eh nicht viel machen können, außer ihm vielleicht die Fresse zu polieren. Ich muss so schnell wie möglich den Staat verlassen und ich habe definitiv keine Zeit, die Dokumente zu ändern. Es scheint, dass es rückwirkend erzählt wird. Also die Geschichte von Sean McLean. Ketchup, Servietten und verschiedene Würzsoßen. Alles, was man so braucht, um dem Fraß, den sie hier servieren, etwas Geschmack zu verleihen. Brauche ich nicht. Hübsche Hocker. Ich habe keine Zeit, mich jetzt hinzusetzen. Ein metallener Aschenbecher. Der könnte nützlich werden. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Aber ich nehme ihn trotzdem mit. So, rennen wir mal mit dem Kind. Mitten im Nichts mit einem geklauten Auto und einem Mädchen, das ich nicht mal kenne. Was für eine tolle Lage. Nein, ich lasse sie lieber schlafen. Ach so, gut. Ketchup, Servietten, alles, was man so... Und jetzt? Aha. 24-Stunden-Service. Das ist wohl der einzige Grund, dass irgendwer hierher kommt. Das sind Werbetafeln für Schnaps. Aber die Markennamen sagen mir alle nichts. $0,10 für eine Gallone Benzin und 8 für Petroleum. Man findet nur noch auf dem Land Petroleum an Tankstellen. Heutzutage fahren nur noch Traktoren mit dieser Art Treibstoff. Was hängt da? Eine Öllampe. Klingt interessant. Das ist der Docht.
Ach so, ja, selbstverständlich. Der Tankdeckel. Der Tank ist leer. War nicht anders zu erwarten. Können wir denn die irgendwie auffüllen? Haben wir ein Gefäß? Das ist eine Art fotografischer Apparatur. Da laufen einige Drähte unter die Plattform. Die Gerätschaften müssen vermutlich irgendwie angeschlossen werden. Etwa von uns? Funktioniert nicht. Ich glaube, der ist nicht angeschlossen. Essex County, New Jersey. Ich bin ganz schön weit gefahren. Ein Wassertank. Ein Maisfeld. Ist in schlechtem Zustand. Die meisten Pflanzen sind vertrocknet oder verfault. Das ist das Auto, mit dem ich hergekommen bin. Wenn man bedenkt, wem ich es geklaut habe, glaube ich nicht, dass es als gestohlen gemeldet wird. Bevor ich nach New York zurückgehe, muss ich herausfinden, wie ich das Problem mit dem Foto in den Dokumenten lösen kann. Ach so. Wir brauchen ein Beutel. John Ford, geboren 1898 in Portland. Das merke ich mir besser. Das wird für eine lange Zeit meine neue Identität sein. Können wir denn das da irgendwie benutzen? Nein, so funktioniert das nicht. Ganz schlechte Idee. Saint-Marie. Das ist das Einzige, was ich hier... Ach so, ja, das kennen wir schon. Heute, wir brauchen erst irgendwie ein Gefäß, da wir da Petroleum in die Öllampen machen können. Spezialität des Hauses, geschmelzte Bohnen. Schätze, ich konnte auch nicht gerade Champagner und Kaviar hier erwarten. Das ergibt keinen Sinn. Was ist das? Ein Eimer? Eine der Zapfsäulen ist undicht. Der Eimer fängt den Treibstoff, der heraustropft, auf. Aha. Auf dem Schild an der Vorderseite steht Petroleum. Können wir das denn mitnehmen? Womit soll ich das benutzen? Vielleicht mit der Lampen? Selbst mit nur ein paar Tropfen Petroleum sollte sich die Lampe betreiben lassen. Jetzt sollte sie ohne Probleme angehen. Ich sollte den Eimer lieber wieder zurückstellen. Vielleicht brauche ich noch mehr Petroleum. Auf dem Schild an der Vorderseite steht Benzin. Gut, gehen wir nochmal zu der Lampen. Eine Öllampe. Der Tankdeckel. Der Tank ist jetzt voll. Der Tank ist voll. So, haben wir denn ein Feuerzeug? Da haben wir uns. Können wir den Docht entzünden? Können wir. Der Glaszylinder fehlt. Das macht diese Lampe praktisch nutzlos. Die ist auch noch. Glaszylinder.
Ich hasse Leute, die spucken. Wenn ich einen Drink brauche, habe ich meinen Whisky dabei. Brauche ich nicht. Wo ist der noch irgendwas? Du schon wieder, Fremder. Ist das dein Maisfeld da hinten? Haben dich die Winchesters hergeschickt? Ich bin von niemandem geschickt worden. Wer sind die Winchesters? Die Hurensöhne, die vor einer Weile die Farm da hinten gekauft haben. Du scheinst sie ja nicht gerade zu mögen. Das sind Totalversager. Schau dir doch an, wie sie ihre Farm herunterwirtschaften. Die können nur auf der Veranda sitzen und den ganzen Tag rauchen und saufen. Und warum sollten die jemand herschicken, der Fragen stellt? Weil ich gestern Abend einem von ihnen eine Ladung Schrot in den Arsch verpasst habe. Diese Bastarde. Nach Sonnenuntergang schleichen sie sich an die Rückseite meiner Tankstelle und ballern mit ihren Knarren auf alles, was sich bewegt. Ich habe ihnen gesagt, dass wenn auch nur eine Kugel meine Benzinpumpe trifft, hier alles in die Luft fliegt. Aber sie hören gar nicht zu. Also bin ich, sobald ich sie gestern Abend schießen gehört habe, raus und habe einem von ihnen in den Hintern geschossen. Der Idiot rannte weg und schrie dabei wie ein kleines Mädchen. Tolle Geschichte. Fremder, das hier ist keine Großstadt. So werden die Dinge eben bei uns geregelt. Und das solltest du dir merken. Wenn du mir dumm kommst, mache ich ein Sieb aus deinem Arsch. Wenn du auch nur einmal kurz deine Knarre auf mich richtest, zeige ich dir mal den Unterschied zwischen deiner Antiquität und deiner Halbautomatik. Hä? So, wie schaut's denn mit der Kamera aus? Wie funktioniert die Kamera draußen? Was willst du wissen? Wenn ich nicht gezwungen bin, mit Hinterwäldlern zu reden, probiere ich mich in der Fotografie. Hä? Also, funktioniert das Ding da draußen oder nicht? Nein, ich benutze es nur, wenn das Bunyan Derby hier durchkommt. Bunyan Derby? Was zum Teufel ist das? Jeden 3. März startet in Los Angeles ein Marathonlauf. Etwa 200 Idioten rennen 3 Monate die Route 66 entlang, bis nach New York. Wenn sie hier vorbeikommen, wollen sie alle ein Foto, um ihren Erfolg zu dokumentieren. Also habe ich das Ding da angeschafft. Ich muss ein Foto machen. Das hier ist eine Tankstelle, kein Fotolabor. Wenn du ein Foto willst, mach's wie jeder andere auch und geh zu Elliot in der Stadt. Der verdammte Idiot freut sich sicher über einen neuen Kunden. Ich brauche es aber jetzt. Das ist dein Problem, Fremder. Okay. Ich muss los. Okay. Gut, da können wir anscheinend nicht weiter. Wenn ich da zu nah rangehe, wird der hinterwäldlerische Besitz... Wenn ich einen Drink brauche... Lieber nicht. Wenn ich zu nah an die Tür komme, schießt dieser Hinterwäldler vielleicht auf mich. Ich sollte hier lieber vorsichtig sein. Brauche ich nicht. Tja, wie machen wir denn das jetzt? Das ist das Auto, mit dem ich hergekommen bin. Wenn man bevor ich nach New York... Das ergibt keinen Sinn. Unmöglich. Völlig sinnlos. Funktioniert nicht. Ich glaube, der ist nicht angeschlossen. Der ist nicht angeschlossen. Gut, und wie schließen wir den noch? Völlig sinnlos. Ein Wassertank. Ein Maisfeld ist in schlechtem Zustand.
Da hinten können wir... Spezialität des Hauses, schätze ich. Ah, nee, weiter. Womit soll ich das benutzen? Vielleicht können wir das Petroleum für da hinten hin, fürs Maisfeld. Indem wir es aber nicht verlieren. Womit soll ich das benutzen? So, probieren wir das nochmal mit dem Maisfeld. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen... Gut, dann werden wir erstmal zwischenspeichern. So, da sind wir. Immer noch. Gut, und uns fehlt irgendwie ein Glas, glaube ich. Eine Öllampe. Der Glaszylinder fehlt. Das macht diese Lampe praktisch nutzlos. Gut, da haben wir den Apparat gehabt. Und da war das Maisfeld. Ein Maisfeld ist in schlechtem Zustand. Die meisten Pflanzen sind vertrocknet oder verfault. Ich nehme mal ein paar Körner. Ach so. Die einzigen Körner, die nicht verfault waren. Ein paar vertrocknete Maiskörner. Gut, und was machen wir mit denen? Ich wette, wenn ich das Wort Hinterwäldler nachschlage, finde ich ein Foto von dem Typen. Die Schalltafel hier bringt definitiv den Strom zu der fotografischen Apparatur da draußen. Wenn ich da rankäme, könnte ich versuchen, das Gerät einzuschalten. Tja, aber da kommen wir nicht drauf, weil der Typ da wird. Du schon wieder. Gut, das haben wir schon jetzt gehört. Ich muss los. Okay. Dann müsste man den vielleicht irgendwie ablenken. Aber mit was? Vielleicht mit den Maiskörner. Ganz schlechte Idee. Nein, so funktioniert das nicht. Nein, so funktioniert... Oder können wir die Maiskörner in die Lampe reinhauen? Nein, so funktioniert... Ganz schlechte Idee. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, wie lenkt man denn ab den Typen? Eine Registrierkasse. Indem man Patrone mit der Knarre?
Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Nein, so funktioniert das nicht. Oh Mann, hey. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Ein gusseiserner Aschenbecher. Aschenbecher, was mache ich mit dem? Kann ich vielleicht den Aschenbecher mit der Lampe hernehmen? Wahrscheinlich wieder nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Natürlich nicht. Kann ich den nicht da drüber tun? Passt perfekt. Aha. Und dann vielleicht die Maiskörner da rein? Die Idee ist so verrückt, dass sie vielleicht sogar funktioniert. Jetzt wenn ich reingehe? Verdammte Winchesters! Geht das schon wieder los? Die Lehre vom letzten Mal hat Ihnen wohl nicht gereicht. Aha. Hey, ihr! Ich weiß, dass ihr euch im Maisfeld versteckt. Kommt raus, wenn ihr euch traut, ihr Hurensöhne! Euch werde ich's zeigen! Jetzt können wir mal uns an den Schaltkasten wagen. Jetzt, wo der Hinterwäldler weg ist, hält mich nichts davon ab, diese Schalltafel zu benutzen. Gut. Lieber nicht an den Hebel kommen. Wenn ich den Saft für alle Zapfsäulen abschalte, merkt das der Besitzer mit Sicherheit. Ach so. Dann nehmen wir heute die da. Die Schalltafel hier bringt definitiv... So, ist jetzt wieder Saft drauf. Ah, der Flipperkasten geht wieder. Dann können wir uns jetzt hoffentlich irgendwie ein Foto machen. Der Fotoapparat funktioniert jetzt. Gut. Gut, jetzt wo das Ding funktioniert, kann ich ja mal schauen, wie ich mich als Fotograf mache. Ich nehme das Foto und zerteile es irgendwie. Bevor ich es auf die Papiere klebe, zögere ich einen Moment. Von jetzt an bin ich John Ford. Sean McLean existiert nicht mehr. Sean McLean ist tot. Dann fälle ich eine Entscheidung und klebe das verdammte Foto auf. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für Sentimentalitäten. Die Dokumente sollten jetzt in Ordnung sein. Jetzt kann ich endlich hier weg. Jetzt können wir weg. Müssen wir jetzt Das vielleicht... ist das Auto mit... Wenn man bedenkt... Müssen wir jetzt vielleicht das Kind noch hin? Zeit aufzubrechen. Die Scheinwerfer schneiden durch die dunkle Einsamkeit von Essex County. Ich schaue nach interessanten Landschaftsdetails, damit die Reise nicht so langweilig ist. Aber es ist ums Verrecken nichts zu sehen. Es herrscht einfach nur Dunkelheit jenseits der Straße. Und das Auto schnurrt in der Mitte der Straße entlang.